Auch ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Connect. Wir haben ein Thema, das noch in den letzten paar Wochen auf ganz vielen Plakaten gesehen haben. Jesus ist. Und ich freue mich auch mega, das Thema heute zu haben, zum einjährigen Jubiläum vom Connect. Ich freue mich aber auch, dass ihr da seid und dass wir immer wieder auch Leute einladen, dass wir Gäste bei uns begrüßen. Das finde ich mega cool. Und was mich letztes Jahr auch ganz fest gefreut hat, ist, dass unser Podcast in Südamerika gehört wird. Hey, mega cool, hä? Ja, meine Mami und mein Papi haben gehört und haben mir das Feedback gegeben und gefunden, also die Wörter, die du da brauchst, Daniel, also da haben wir schon ein bisschen Sorgen, aber ich kann es nicht erklären. Meine Eltern leben schon seit 40 Jahren nicht mehr in der Schweiz und darum haben sie da vielleicht ein bisschen einen Schock gehabt. Genau, also auch ihr, wenn ihr mal einen Connect verpasst habt, könnt ihr auf dem Podcast, auf dem Internet, das könnt ihr auf dem Handy abonnieren und dann zeigt es euch immer an, wenn eine neue Predigt aufgeladen worden ist. Und so könnt ihr unterwegs entweder das Video oder einfach auch die Audiodatei hören. Aber es geht jetzt nicht um eine Werbung. Jesus ist und was das für mich bedeutet. In der Schweiz ist, wie gesagt, vor kurzem die Kampagne da gewesen, mit dieser Aussage. Die einen hat es mega aufgeregt und die anderen angeregt. Es ist alles Mögliche auf diesen Plakat geschrieben worden. Ich habe mich da wirklich gefreut. Ich bin letzte Woche noch, kurz bevor sie es abgehängt haben, dass ich Neffi anschauen. Und ich habe gewisse Sachen mega stark gefunden. Ich habe sogar stark gefunden, dass die einen Sachen drin geschrieben haben, wo gemerkt haben, die haben sich genervt. Dann habe ich gemerkt, die hat es angesprochen, oder? Die haben irgendwas Blödes draufschreiben. Irgendjemand hat zum Beispiel geschrieben, Jesus ist von mir gekreuzigt worden. Ich weiß nicht, ob er das machen wollte, um jemanden zu nerven, oder ob es ein Christ war, der gecheckt hat, ja, Jesus ist für mich gestorben. Wegen mir. Er ist von mir gekreuzigt worden. Ich habe es mega cool gefunden, dass wir uns in der Schweiz mit dieser Frage auseinandersetzen können. Jesus ist. Und es hat wirklich einiges bewegt. Man hat auch online eintippen, was man dazu denkt, auf jesusist.ch. Und es ist noch recht krass, was da alles gesagt worden ist. Es wird nicht zensuriert, also sie hat einfach gerade so drauf da, wie es die Leute schreiben. Und mit alles Mögliche gefunden. Die einen haben geschrieben, hey, der beste Freund, der mich über alles liebt. Und dann haben die anderen vielleicht geschrieben, er steht Fleisch, er ist eine Lüge, was auch immer. Also es hat beide Seiten gehabt. Aber ich habe es mega cool gefunden, dass, ja, wie man merkt, die einen sind mega angeregt worden und die anderen hat es mega aufgeregt. Und ich finde beides mega gut. Die Frage, wer ist Jesus? Die polarisiert. Da gibt es die vielleicht voll die Fans sind und da gibt es die sich voll aufregen oder voll dagegen angehen wollen. Ich finde es cool, wenn wir Christen mit dieser Frage unterwegs sind und uns auch da outen. Dass wir den Mut haben, zu sagen, hey, wer ist Jesus für mich? Und das haben ganz viele auch gemacht, wie wir da sehen, auch an diesen Plakaten. Menschen, die sich zu Jesus gestellt haben. Jesus ist, ja, wer ist der Mann eigentlich? Es ist nicht erst heute, dass sich Menschen darüber nerven. Es ist nicht erst heute, dass Menschen sich darüber aufregen, über den Jesus, der damals gelebt hat. Schon vor 2000 Jahren haben sich die Menschen den Kopf zerbrochen und haben sich gefragt, hey, wer ist der Jesus? Und wenn du denkst, die Frage ist unwichtig, möchte ich dir sagen, ich glaube, es ist sehr wichtig, weil Jesus selber hat die Frage mal gestellt. Und ich finde in Matthäus 16, Vers 13, da sagt Jesus, er war da mit den Jüngern unterwegs, wie so immer, die haben ja nicht irgendwie einen Schulraum gehabt, die sind so rumgelaufen durch die Gegend und haben verschiedene Sachen gemacht und haben viel Zeit gehabt zum Reden. Und da sagt Jesus in einer von diesen Wanderungen, die sie gemacht haben, für wen halten die Leute den Menschensohn? Das ist eine Bezeichnung, die Jesus sich selber gegeben hat, Menschensohn. Für wer halten die Leute mich, sagt Jesus seinen Jüngern. Und dann sagen die Jünger, haben geantwortet, hey, Jesus, einige finden, du bist Johannes der Täufer, andere finden, du bist Elia, der Jeremia oder einfach ein anderer von den Propheten. Sie sind sich da nicht ganz so einig gewesen. Und die Antwort war mega fromm gewesen. Sie haben gesagt, du bist einer von diesen Männern von Gott, der damals mal geschickt wurde und aus irgendeinem Grund jetzt wieder auferstanden ist. Wir wissen jetzt nicht genau, ob es der Johannes der Täufer ist. Der ist ja vor kurzem geköpft worden. Vielleicht ist ihm der Kopf wieder angewachsen und du bist jetzt da. Keine Ahnung, wir wissen nicht ganz genau, wer du bist.
Also sie sind ganz viel überzeugt gewesen, das muss irgendein Mann sein von Gott und aus irgendeinem Grund haben sie eben gemeint, das ist einer, der von früher noch kommt. Es hat aber auch andere Meinungen gegeben. Es hat die Leute gehabt, die Jesus kennt haben, wie er aufgewachsen ist. Und sie haben gewusst, hey, der Jesus, das ist ein Zimmermann. Der ist aus Nazareth. Das ist ein ganz stinknormaler Mensch. Was willst du uns schon erzählen? So haben sie ihm Jesus gesagt. Und dann hat es noch andere gehabt, die Religiösen, die gefunden haben, Jesus, weißt du was, du bist, glaube ich, vom Teufel persönlich geschickt. Was du machst, ist nicht gut. Sie sind eifersüchtig gewesen. Es ist heftig gestritten worden, wer ist eigentlich der Jesus? Und ich glaube, das geht weiter. Über die 2000 Jahre ist die Frage immer wieder im Raum gestanden, wer ist Jesus? Und ich möchte heute nicht auf eine Theoriefrage rausgehen. Wenn du denkst, jetzt wird der Daniel ein bisschen erzählen, was alles so über Jesus steht. Nein. Was ich raus will heute ist die Frage, wer ist Jesus? Möchte ich dir zeigen, wie er dir Einfluss auf dein Leben hat. Wer Jesus ist, das zeigt sich in deinem Leben. Und darum, glaube ich, ist es nicht nur gut, dass wir mit diesen Leuten diskutieren und über die Frage reden, wer ist Jesus? Sondern die Frage ist auch, was sehen die Leute in deinem Leben? Wenn die Frage gestellt wird, wer ist Jesus? Sehen sie in deinem Leben eine Antwort auf die Frage? Ist die Frage durch dein Leben beantwortbar, Jesus ist? Sehen wir den in deinem Leben? Ich finde einen ganz starken Vers, der 1. Petrus 3,15. Da schreibt der Petrus, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Also wir müssen nicht immer parat sein, um jedem Antwort zu geben, wo uns fragt, hey, was ist die Hoffnung? Was ist das, was in dir drin ist? Und dann können wir sagen, Jesus ist der, der in mir lebt. Jesus ist der, der mich verändert. Jesus ist der, der mein Leben bestimmt. Ich bin überzeugt, dass die Frage, Jesus ist, total mit unserem Leben verknüpft ist. Und ich glaube, je nachdem, was für eine Antwort wir auf die Frage haben, Jesus ist, wir entweder von Freude und Hoffnung erfüllt sind, wie es die Bibel will, oder die eben nicht haben. Haben wir in unserem Leben so eine Hoffnung, dass die Leute kommen und sagen, hey, erzähl mir von deiner Hoffnung. Wenn du den Eindruck hast, hey, die vielleicht könnte noch mehr sein, ich glaube, bei mir könnte es auch noch ganz viel mehr sein, dann ist es, glaube ich, gut, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen, wer ist Jesus? Und da sind wir jetzt bei uns angelangt. Jesus hat ja zuerst seine Jünger gefragt, was sagen all die anderen? Was sagen all die auf der Welt, was denken sie über mich? Und was ich ganz spannend finde, ist, dass Jesus nicht bei dieser Frage stehen bleibt. Er tut sie auch nicht kommentieren. Wir können hier in der Bibel lesen und es kommt gerade die nächste Frage. Jesus hat nicht irgendwie dann gesagt, gut, jetzt schauen wir mal an, Jungs. Jetzt müssen wir so eine Punkteliste machen. Was spricht für den Elia, was spricht für den Jeremia? Nein. Jesus ist auf das gar nicht eingegangen. Er hat gefunden, ja, das ist nicht wichtig gewesen. Und das ist auch wieder wichtig, wir müssen wahrnehmen, was die Welt denkt über Jesus. Wir müssen durchaus auf das schauen und wir müssen es nicht bekämpfen. Aber wir müssen wissen, was sagen die anderen über Jesus. Und es ist gut, mit den Leuten im Gespräch zu sein über das. Nicht im Sinn, dass ich jetzt Recht habe. Wir Christen sind ganz gern rechthaberisch. Wir müssen immer das letzte Wort haben. Wenn es nötig ist, hauen wir den Leuten die Bibel über den Kopf. Das ist nicht der Stil, den Jesus uns gezeigt hat. Er hat höchstens den Frommen manchmal die Bibel über den Kopf gehauen. Es ist gut, wenn wir mit den Menschen über die Frage reden, Jesus ist, aber wir dürfen die von uns, von ihr auch nicht aufhalten lassen. Weil die Frage, die wichtiger ist die zweite Frage, die Jesus da stellt. Jesus fragt seine Jünger, und ihr, für wer haltet ihr mich? Jesus fragt seine Jünger, schaut ihnen in die Augen, kann ich mir vorstellen, und sagt, hey, jetzt haben wir die Frage gestellt, für wer halten die Leute mich? Alle rundherum. Aber was mich eigentlich interessiert ist, wer bin ich für dich? Was würdest du ausfüllen zu dieser Frage, Jesus ist? Das ist das, was Jesus seine Jünger gefragt hat und ich glaube auch heute dich fragen. Wer bin ich für dich? Wir möchten uns jetzt genau eine Zeit nehmen, um uns das zu überlegen. Wer ist Jesus für mich? Du hast auf der Rückseite von dem Zettel, den wir noch auf der Bänkli hatten, hast du auch noch 2 Fragen, die kannst du dir auch ein bisschen überlegen in dieser Zeit. Das eine ist die Frage, warum ist das, was du geschrieben hast, dir so wichtig? Und die zweite Frage ist,
Welche Bedeutung hat das für deinen Alltag? Wir werden später im Verlauf der Predigt noch die Möglichkeit haben, auch Zeugnis zu geben, was das für uns bedeutet. Wer ist Jesus für dich? Aber jetzt haben wir einfach mal Zeit, um jeder für sich das mal zu überlegen. Wer ist Jesus für dich? Ich möchte 2 Sachen an dieser Stelle noch sagen. Ich glaube, es ist gut, dass wir darauf achten, dass wir nicht einseitig Aspekte von Jesus in unserem Leben einfach anschauen. Ich glaube, wir haben die Tendenz, dass wir so unsere vielleicht Lieblingseigenschaften von Jesus nehmen und ich glaube, es ist gut. Vielleicht ist gerade das, was du aufgeschrieben hast für dich, mega wichtig in deiner Lebensphase, wo du jetzt stehst. Aber ich glaube, ihr kennt es von euch selber. Ihr wollt nicht einfach auf etwas reduziert werden. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht einfach sagt, Jesus ist mein liebender Freund und ich darf machen. Nein, Jesus ist unser Freund, er liebt uns, er hat seine Jünger Freunde und Brüder genannt. Aber Jesus ist ja noch viel mehr als das. Und darum zum Beispiel möchte ich die Bibel lesen, dass ich noch mehr entdecken darf. So wie ich mit meiner Frau gerne Zeit verbringe, um noch mehr von ihr zu entdecken, möchte ich Zeit mit Gott verbringen, mit Jesus verbringen, weil ich dort mehr und mehr von ihm entdecke. Warum? Weil das, was ich dort entdecke, mein Leben beeinflusst und mir mehr und mehr die Hoffnung schenkt, die Gott mir täglich geben will. Und darum möchte ich euch einladen, dass ihr euch auch sagt, hey, wir wollen den Blick öffnen. Was ist Jesus alles? Und ich möchte mich aufmachen, noch viel mehr zu entdecken, was Jesus ist. Zu dem an, wo ich jetzt schon weiss, wo mir jetzt schon wichtig ist. Ja, am Schluss werde ich euch so einen Zettel geben, so einen Wörterbaum. Und da hat es ganz viele so Stellen von der Bibel, wo Sachen über Jesus sagen. Und vielleicht könnt ihr mal sagen, ich wollte in der stille Zeit so eine von diesen Sachen pro Tag anschauen. Wäre eine Option. Das Zweite. Ich habe schon mal gesagt, die Frage, wer ist Jesus, ist keine theoretische Frage. Es ist eine Frage, die unser Leben hineinredet. Und für uns ist das noch schwierig zu verstehen. Weil wir sind von der Schule her geprägt, dass wir so lernen, was ich richtig ausgefüllt habe im Test, das ist das, was ich kann. Oder? Wir lernen so von den Prüfungen, wir müssen richtige Antworten geben, die der Lehrer will. Manchmal muss es nicht einmal stimmen, Hauptsache der Lehrer findet es korrekt. Und dann haben wir es gelernt quasi. Aber Erkenntnis, so wie ich es verstehe und so wie ich es in der Bibel sehe, Erkenntnis ist dann Erkenntnis, wenn es in unserem Leben übergangen ist, wenn es Teil von unserem Leben geworden ist. Wenn ich das anwende, was ich gelernt habe. Und erst dann nützt es nichts, dass ich alles weiß über Gott und Jesus und das in meinem Leben keinen Einfluss hat. Also wenn wir hier im Connect über Sachen reden, geht es nicht darum, dass wir uns bitter fühlen und immer grösser werden, unsere Köpfe. Nein, es geht darum, dass unsere Hände und unsere Füße immer mehr Gott widerspiegeln. Dass Gott unser Leben durchdringen darf. Und so, wenn Jesus die Frage seinen Jüngern stellt er die nicht im Stil von, ich wollte jetzt wissen, ob ihr das begriffen habt, als Theoriefrage. Nein. Er wollte wissen, wenn du mit mir unterwegs bist, und das sind seine Jünger schon mehr als 1, vielleicht 2 Jahre schon gewesen, hat er wollte wissen, wenn du mit mir unterwegs bist, wollte ich wissen, was ist die Grundlage? Was ist das, was dich anführt, dass du mit mir unterwegs bist? Wer bin ich für dich? Jesus ist das ganz wichtig gewesen, aber er hat selber gewusst, dass es für uns wichtig ist, dass wir klar sind, wer ist er. Und der Petrus gibt eine ganz spannende Antwort. Petrus sagt zu Jesus, du bist der Messias, der Sohn vom lebendigen Gott. Jesus tut ihm nachher auf die Antwort, noch nie ist das ausgesprochen worden, dass Jesus der Sohn vom lebendigen Gott ist. Noch nie ist ausgesprochen worden, so klar, Jesus ist der Messias. Vorher haben sie davon geredet, ob er jetzt einer von den Propheten ist, wer auch immer. Und da sagt jetzt Petrus, hey, du kommst von Gott direkt, du bist der Sohn von Gott. Und für uns ist das so klar, aber das ist dort überhaupt nicht klar gewesen. Und darum sagt Jesus dem Petrus, hey Petrus, du musst im Fall eigentlich nichts darauf einbilden, das, was dir da gegeben wurde, ist hat Gott dir offenbart. Gott hat dem Petrus das gezeigt. Und das, glaube ich, ist auch bei uns nötig. Wenn jetzt du denkst, hey, ja, in meinem Leben sehe ich wirklich nicht so stark, wer Jesus ist und ich frage mich, ob die anderen das sehen, dann musst jetzt du nicht denken, jetzt muss ich irgendein Buch lesen oder jetzt muss ich weiss nicht was machen, damit ich das anbringe. Nein, Gott muss sich dir offenbaren. Gott muss dir das zeigen durch seinen Geist, wer er ist. Du kannst das nicht anmurksen. Gott muss uns das schenken. Und was ich spannend finde, was der Petrus nach der Offenbarung macht.
Der Petrus hat voll begriffen oder hat von Gott offenbar bekommen, wer Jesus ist. Und schon kurze Zeit später fällt er wieder in andere Muster zurück. Ich glaube, dass die Jünger von Jesus, obwohl sie so viel mit Jesus unterwegs sind, obwohl sie so viel mit Jesus erlebt haben, eigentlich bis zu der Verstehung bzw. nach der Verstehung nicht begriffen haben, wer Jesus wirklich ist. Sie haben sie in der Theorie im Kopf nicht gewusst, aber die Praxis zeigt, dass sie wo ganz anders gestanden sind. Zum Beispiel der Petrus. Jesus sagt kurz darauf, dass er bald wird sterben und auferstehen. Das hat er ein paar Mal vorausgesagt, der Jünger. Und mit einem von diesen Malen geht der Petrus auf Jesus zu und sagt, hey, Jesus, jetzt muss ich mal mit dir reden. Das müssen wir dir jetzt ausschwätzen. Das ist jetzt ein Quatsch, was du gesagt hast. Du und Sterben, das kann doch nicht sein. Wir haben ganz andere Pläne. Wir wollen doch auf Jerusalem und dann ein Reich einrichten und Israel soll wieder groß werden. Und Jesus ist, hat er nicht kurz vorher gesagt, der Sohn vom lebendigen Gott? Und jetzt kommt da der Petrus und will den Sohn vom lebendigen Gott beraten. Ihm sagen, wo es durchgeht. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht über den Petrus herziehen. Ich glaube, uns geht es ganz häufig auch so, dass wir vielleicht meinen, hey, Jesus, ich muss dir sagen, was läuft. Also so wie es jetzt gerade ist, so habe ich nicht gebetet und so soll es nicht sein. Aber wenn Jesus der Sohn vom lebendigen Gott ist, werde ich ganz anders mit ihm unterwegs sein. Und so merkt man beim Petrus, dass das noch gekappert hat. Die Erkenntnis ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen gewesen. Das Gleiche passiert auch nachher, wo der Petrus meint, vielleicht Jesus beeindrucken zu müssen. Jesus sagt, hey, kurz vor seiner Kreuzigung, jetzt wird es dann ernst, ich werde sterben. Dann sagt der Petrus, Jesus, aber wenn all die anderen Hosen da, die ich verlöhnt, ich werde bei dir bleiben und ich werde bis zum Tod mit dir gehen. Jesus ist, hat der Petrus vielleicht gemeint, der, den ich beeindrucken muss, der, wo ich eine gute Leistung erbringen muss, dass er meint, wow, der Petrus, das ist ein Kerl. Was hat der Petrus für einen Blick von Jesus? Und dann, das haben wir gerade eben gefeiert, im Ostercamp, ganz cool gewesen, kommt der Karfreitag. Jesus wird gekreuzigt, stirbt und ist weg. Kommt in eine Höhle rein, wird begraben und es ist nichts mehr da. Was hätten die Jünger in dem Moment gesagt? Jesus ist machtlos. Jesus ist eine Enttäuschung. Jesus ist eigentlich ein Loser, wenn wir ganz ehrlich sind. Es ist ja cool gewesen, dass Jesus Kranke heilen konnte, hat das Brot von mir und mir von diesen Fisch gegessen haben, die Jesus selber produziert hat. Aber jetzt ist er tot, es ist einfach Ende, Schluss. Dass sie nicht den Jesus im Blick haben, wo der Sohn Gottes ist, wo über allem steht, zeigen, dass sie voller Angst sind. Da war keine Hoffnung, wie der Petrus schreibt. Da war keine Freude. Nein, sie haben sich versteckt. Sie sind zurück zu ihrem alten Job und haben gefunden, hey, das ist jetzt vorbei. Sie sind lange schon mit Jesus unterwegs gewesen, 3 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und sie haben noch nicht erfasst in ihrem Leben. In der Theorie schon. Wenn man die Jünger gefragt hätte, hey, wer ist Jesus für dich, hätte er die richtige Antwort gegeben. Aber in ihrem Leben haben sie gezeigt, hey, das ist noch nicht Teil von ihrem Leben, wer Jesus ist. Jesus ist mächtig. Jesus ist Gott. Jesus ist Herr. Er steht über allem. Das ist noch nicht Teil von ihrem Leben gewesen, weil die Realität, wie sie es gelebt haben, hat das so gezeigt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon so einen Tiefpunkt gehabt. Und wenn du es noch nicht gehabt hast, hoffe ich, du kommst mal so einen Tiefpunkt über. Das ist nicht nett, dass man so etwas wünscht. Aber ich glaube, dass so Tiefpunkte in unserem Leben, wo unser Weltbild zusammengeht, wo das Bild, das wir von Gott haben, vielleicht auseinanderbricht, manchmal ganz gesund sind. Und wo Gott dann in dieser Situation hinein kann zu uns reden, uns begegnen. Mein Vater, habe ich vorher davon geredet, dass zum einen brauchen wir die Offenbarung von Gott. Durch seinen Geist, wo uns zeigt, wer er ist. Aber wir brauchen, glaube ich, auch Begegnungen, ganz persönlich mit Jesus. Dass er uns wieder zeigt, wer er ist. Und das hat Jesus gemacht in dieser Zerwürfnis, in dieser Trauer, wo die Jünger gesteckt haben. In diesem Versagen hinein. Hey, der Petrus hat jämmerlich versagt. Er hat einen Jesus gehabt, der noch gemeint hat, der muss sich schützen. Er hat einen Jesus gehabt, der noch meint, der muss sich beeindrucken. Und hat der Petrus auf sich geschaut und gesagt, hey, ich kann weder beeindrucken noch schützen können. Ich bin einfach nichts.
Und in dieser Situation, in diesem Frust hinein, kommt Jesus rein und zeigt ihnen ganz einen anderen Blick. Hat ihren Blick wieder auf das gerichtet, wer Jesus wirklich ist. Und ich finde es ganz cool, wie Jesus diesen Leuten begegnet ist. Er ist den Frauen begegnet, die mega am Trauern waren, mega enttäuscht waren. Er ist den Jüngern, die auf Emmaus unterwegs waren, begegnet. Die völlig aus dem Konzept waren, was jetzt da passiert ist, die nicht verstanden haben, was jetzt da gegangen ist. Aber er ist auch dem Petrus begegnet, dem Grossmaul, der so gross dahergeredet hat und hat ihn wieder zu sich gerufen. Und er hat dem Petrus nicht gesagt, hey, was ist mit deinen Leistungen? Nein, wir haben es im Osterlager auch angeschaut. Jesus hat den Petrus gefragt, 3-mal, liebst du mich? Was hat er damit gemacht? Er hat dem Petrus gesagt, hey Petrus, ich bin glaube nicht ganz der, wo du bis jetzt gemeint hast. Ich bin nicht ein Leistungsforderer, wie vielleicht die im Beruf, in der Schule, wo immer Leistung von uns erwartet. Jesus sagt dem Petrus, ich bin nicht der, der Leistung von dir erwartet. Ich bin auch nicht der, den du beschützen musst. Ich bin auch nicht der, den du beeindrucken musst. Jesus sagt, ich bin der, der von dir geliebt werden will. Er fragt ihn 3-mal, Petrus, hast du mich lieb? Und der Petrus ist von dem Moment an, ich weiß nicht, ob es nur an diesem Gespräch gegangen ist, aber er ist total ein anderer Mann geworden. Er hat immer noch Fehler gemacht, er ist immer noch dran gewesen, am vieles lernen mit Gott, aber er hat Jesus persönlich begegnen und von Gott sehen, wer Jesus ist. Wir haben noch eine zweite Person, die ich ganz spannend finde. Und das ist der Thomas. Und der Thomas, der ist leider sehr negativ bekannt. Man sagt ihm Thomas der Zweifler. Und es ist so gewesen, das ist einer der Jünger von Jesus, überhaupt sonst nicht bekannt, der kommt fast nie vor, ist nicht so großspurig wie der Petrus, der immer etwas gesagt hat, wenn er eine Frage gestellt wurde, der ist eher ruhig anscheinend, der kommt nicht so viel vor. Aber der Thomas ist, nachdem Jesus auferstanden ist und die einen Jesus schon gesehen haben, die anderen gefunden haben, doch, das stimmt, Jesus ist, glaube ich, wirklich auferstanden, hat der Thomas gesagt, weißt du was, ich kann mich doch nicht alle einfach so verarschen, das kann nicht sein, ich glaube das nicht. Das ist Illusion, ihr habt alle einen Knall, Jesus ist nicht auferstanden. Und erst dann, wenn ich ihn gesehen habe und meine Hände an seine Wunden gelegt habe, erst dann werde ich glauben, dass Jesus lebt. Thomas hat total gezweifelt. Und wenn wir ihn gefragt haben, wer ist Jesus für dich, hat er vielleicht gesagt, Jesus ist eine Illusion, eine schwere Enttäuschung. Ich weiß es nicht. Und obwohl der Thomas so schlecht über Jesus gedacht hat, kommt Jesus auch dort zu ihm und begegnet ihm ganz persönlich. Da steht, und das finde ich noch recht interessant, die Jünger haben sich wieder mal eingesperrt gehabt, die haben Angst gehabt, die haben keine Hoffnung gehabt. Und dann kommt Jesus in den Raum hinein und sagt erstmal, die sind mega verschrocken, der Raum ist ja verschlossen gewesen, und plötzlich steht Jesus da und sagt, Friede mit euch. Und dann sieht er den Thomas, der ist da in dem, das Mal nicht weg wie andere Mal, und geht auf den Thomas zu und sagt, Thomas, reich deine Finger da an und schau meine Hände an. Reich deine Hand da an und leg sie an meine Wunde. Jesus ist ja mit einem Schwert durchstochen worden da auf der Seite. Jesus hat gesagt, komm da an. Und bist nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus ist dem Thomas ganz persönlich begegnet. Auf eine andere Art wie dem Petrus, auf eine andere Art wie der Jünger auf Emmaus, auf eine andere Art wie die Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Aber Jesus geht auf den Thomas zu und sagt, hey, komm da hin. Ich bin es wirklich. Ich bin keine Illusion. Ich bin wirklich allmächtig. Ich bin auferstanden von den Toten. Und der Thomas sagt in dem Moment, mein Herr und mein Gott. Ich weiß nicht, ob er auf die Knie gegangen ist, aber ich stelle mir das eine mega krasse Situation vor. Ein Thomas, der wahrscheinlich nicht einmal mehr nötig hat, um Jesus da antatschen und schauen, ob es wirklich der ist, ob das wirklich stimmt. Aber das ist ein Thomas, der sagt, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Und total ergriffen ist von dieser Begegnung, die Jesus ihm dort ermöglicht hat. Wer ist Jesus für dich? Ist dir Jesus auch schon auf die Art begegnet? Ganz persönlich. In deiner Situation, vielleicht gerade in einem Zerbruch, vielleicht gerade in einem Frust. Ist Jesus dir auch schon so begegnet und hat dir gezeigt, wer er ist für dich? Wenn nicht, möchte ich dich einladen, dass du Gott bittest, dass er dir begegnen und dir Stück für Stück zeigen, wer er ist. Das ist nicht etwas, wo man von heute auf morgen so zack, bumm, alles begreift.
Paulus sagt, Erkenntnis ist Stückwerk. Und wir werden Schritt für Schritt das mehr und mehr ergreifen. Aber ich glaube, wir brauchen so Begegnungen mit Jesus, wo er uns zeigt, wer er wirklich ist. Wir können noch lange darüber philosophieren und diskutieren mit der ganzen Welt. Und wir können noch lange die ganze Theorie dazu im Kopf ansammeln. Aber was wir brauchen, ist zu wissen, wer ist Jesus und in unserem Herz. Es muss unser Leben ergreifen. Und darum braucht es eine Begegnung mit Jesus. Es genügt nicht einfach, dass wir es in unseren Birnen drin haben. Dass wir wissen, was alles richtig ist und was Jesus ist und was in der Bibel steht. Das ist alles auch wichtig. Aber es braucht eine persönliche Begegnung. Dass Jesus zu dir, zu mir darf reden und dass das, was er ist, in unser Leben hinein darf fliessen und uns verändert. Ich finde es ganz spannend, was dann passiert mit den Jüngern. Jesus ist mehr als 500 Leuten begegnet, nachdem er auferstanden worden ist. Nachdem er von den Toten auferweckt worden ist Jesus nicht einfach nur ein paar Leute begegnet, sondern die Bibel sagt, es sind mehr als 500 Leute. Also ganz viele Leute haben dem Jesus begegnen und haben dürfen sehen, hey, Jesus, der ist wirklich der Messias. Das ist nicht einfach so eine Theorie. Jesus ist wirklich Gott, er ist mächtig. Und sie sind rausgegangen und nachdem sie ab Pfingsten, das kommt jetzt dann bald und wir feiern das, ist ab Pfingsten der Heilige Geist auf die Leute herabgekommen und die haben die ganz damalige Welt auf den Kopf gestellt. In wenigen Jahren, in wenigen Jahrzehnten ist die ganze römische Welt vom Evangelium erreicht worden. Das sind Menschen, die total überzeugt waren und gewusst, wer der Jesus ist. Die haben gewusst, hey, der Jesus, der ist mächtig. Und ich habe aber auch gewusst, Jesus ist einer, der die Welt nervt, der Anstoß erregt. Wir werden verfolgt werden, das ist normal, das gehört zum Programm, Leute. Und dann, wenn sie gekommen sind und gesagt haben, hey, jetzt tun ihr Klappe halten, sonst tun wir euch auspeitschen oder ein bisschen umbringen, haben sie gesagt, hey, wisst ihr was? Wir müssen Gott mehr gehorchen als der Mensch. Da war ein Petrus, der vorher davon gerannt ist und nichts gesagt hat und noch geflucht und weiss nicht was. Und plötzlich sind die Jünger mutig, weil sie geglaubt haben, das, was sie über Jesus gewusst haben und gesagt haben. Es ist ein Teil von ihrem Leben geworden. Sie haben gewusst, Jesus ist Herr, er steht über allem. Sie haben aber auch gewusst, Jesus ist grösser als alle Sachen, die da um uns herumgehen. Und wenn wir verfolgt werden oder müssen sterben für Jesus, ist das alles Teil von dem und wir sind parat, das zu machen. Aber es ist nur möglich gewesen, weil sie gewusst haben, Jesus ist mächtig. Jesus ist Gott. Jesus ist all das, was die Bibel sagt. Und sie das in ihrem Leben haben einfließen lassen, geglaubt haben. Aber nicht einfach im Sinne, das ist eine Theorie, die ich jetzt richtig abhökeln kann, sondern das wirklich auch gelebt haben. Ich wünsche mir, dass wir in der Schweiz das noch viel mehr dürften in Anspruch nehmen. Dass wir raus könnten gehen und in der Schweiz eine neue Revolution auslösen. Durch Menschen, die nicht demonstrieren gehen und umzeugen gehen, wie es jetzt am 1. Mai wieder wird sein. Nein, durch Menschen, die in ihrem Leben zeigen, dass sie Jesus in ihrem Leben haben. Wenn jemand das erkannt hat, was Jesus ist, dann wird er von Hoffnung erfüllt werden. Dann wird er nicht mehr gleich sein. Und dann werden Menschen, wie es der Petrus sagt, auf uns zukommen und sagen, hey, was ist das, was dich erfüllt? Und wir werden können auch weitergeben, was Jesus ist. Was er in unserem Leben bewirkt. Nicht als eine Theorie, sondern als eine Realität, die in unserem Leben greift. Und das wünsche ich mir, dass wir hier in der Schweiz dürfen anfangen. Jeder bei sich, aber wir auch als Gemeinde, als Christen, die da zusammen unterwegs sind in diesem Land. Jesus ist, das ist die Frage. Und die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, was für Folgen hat das für dein Leben? Inwiefern hat das einen Einfluss in deinem Leben? Und ich bin total überzeugt, dass das mit unserem Leben einfach verknüpft ist. Das gehört zusammen. Wo Jesus am Petrus, wo Petrus geantwortet hat, Jesus, du bist der Messias, der Sohn vom lebendigen Gott, hat Jesus ihm gerade einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, hey Petrus, du wirst mal meine Gemeinde leiten. Du wirst mal eine ganz zentrale Stelle einnehmen. Also nachdem der Petrus von Gott offenbart bekommt, wer er ist, hat er einen Auftrag bekommen.
Und darum hängt das mit unserem Leben zusammen. Auch Jesus hat auch uns einen Auftrag gegeben. Er hat den Jüngern gesagt, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Aber er hat vorher noch etwas anderes gesagt. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das sagt er vor dem. Jesus ist der alle Macht hat, im Himmel und auf der Erde. Und wenn wir das verinnerlichen, hey, Jesus ist mächtig, ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde, so wie es die Bibel sagt, dann werde ich mit einer ganz anderen Haltung rausgehen und sagen, und jetzt gehe ich als Zeuge von Jesus in die Welt raus. Wenn wir, und mir geht es häufig auch so, muss ich zugeben, manchmal mit Angst unterwegs sind, uns schämen für das Evangelium oder uns auch nicht trauen, wirklich radikal mit Jesus und für Jesus im Alltag zu leben, kann das sein, weil wir nicht den Jesus im Blick haben, wo da die Bibel sagt. Der Jesus, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erde. Wenn du der Jesus folgst, wenn du sagst, Jesus ist und das eine Realität ist in deinem Leben, wird sich dein Leben verändern.